Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. The Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Es besagt, was du aussendest, bekommst du zurück. Was ist es, was du aussendest? Sind deine eigenen, völlig frei gewählten Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Diese erzeugen Vibrations, wie ein Radio- oder Fernsehsender Vibrations erzeugt, Signale aussendet, die dann entsprechende Geräte empfangen können. So sendest auch du Frequenzen aus. Und Menschen, die auf ähnlichen Frequenzen sind, sprechen darauf an. Wenn du positive Erfahrungen machst, dann denkst du nicht viel drüber nach. Aber wenn du negative Erfahrungen machst, wenn du mit dem falschen Fuß aufstehst und dann einen Unfall hast, während du mit deinem Auto in die Arbeit fährst und immer mehr in negative Gedanken und Gefühle reinkommst und am Abend noch einen Streit hast, dann fragst du dich vielleicht, hey, wie konnte das alles entstehen? Es entstand damit, dass du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Das heißt, dass du in der Früh dir nicht die Zeit genommen hast, in Good Vibrations zu kommen. Du hast vielleicht irgendein Ärgernis aus dem Vortag mit in den neuen Tag genommen und bist so in diesen negativen Vibrations in die Arbeit gefahren. Und die negativen Dinge sind dann die Resultate deiner eigenen Vibrations, die du aussendest. Was du steuern kannst, sind deine eigenen Vibrations. Was du steuern kannst, sind deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Die kannst du verändern. Und damit veränderst du auch den Tagesablauf. Du veränderst die Gespräche, die du führst mit anderen Menschen. Du veränderst die Erlebnisse, die du hast. Probier es aus. Nimm dir eine Viertelstunde in der Früh Zeit, meditiere, fokussiere dich auf Positives, übe dich in Dankbarkeit und dann steh auf und dann geh aus dem Haus. Schau, dass du in positive Vibrations kommst und du wirst einen positiven Tag erleben. Und wenn du innerhalb des Tages rauskommst, dann meditiere ein paar Minuten, um wieder reinzukommen in die positive Vibration. Oder lenk dich ab, geh eine Runde spazieren, geh in den Park, schau, dass du wieder in gute Vibrations kommst. Fokussiere dich auf Dinge, die du bejahen kannst. Es liegt an dir selbst. Was du aussendest, bekommst du zurück. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Ich möchte heute ein Plädoyer für die verrückten Menschen aussprechen, für die Träumer, denn sie sind es, die die Welt voranbringen. Zum Beispiel die Träumer, die sich irgendwann gedacht haben, der Mensch kann fliegen und Maschinen konstruiert haben, um damit in die Lüfte zu gehen. Oder ein Träumer wie Hans Haas, der schreibt in diesen kleinen Büchlein, was ich dir sagen möchte, lebe immer deine Träume. Hans Haas war ein Pionier der Unterwasserforschung. Er war einer der ersten Menschen,
die mit Sauerstoffgerät und unter Wasserbrille die Welt erforscht haben. Es sind völlig neue Dimensionen vorgedrungen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat, kann man sagen. Und er hat diese Forschungen gemacht in der Kriegszeit zwischen 1930 und 1950 und darüber hinaus, also wo andere Menschen Krieg geführt haben und Millionen Menschen sich gegenseitig ermordet haben, ist er auf Forschungsreise gegangen. Sei so verrückt wie Hans Hass und lebe deine Träume und lass dich nicht einbinden in militärische Gewaltakte. Lebe deine Träume, entfalte deine Träume, denn darum bist du hier. Du bist nicht hier, um die Träume anderer zu leben. Du bist nicht hier, um die Befehle von anderen zu befolgen. Du bist hier, um deinen eigenen Traum zu leben. Ich als Lower Coach helfe dir gerne dabei, so verrückt zu sein von der Norm und deine eigenen Träume zu leben. Du bist hier, um deine Träume zu leben, und ich helfe dir dabei, dass du deine Träume mehr und mehr verfolgst und dass du deine Träume lebst, dass du voller Freude deine Träume lebst und dich nicht abbringen lässt von den Neinsagern. Wie Arnold Schwarzenegger seine Träume gelebt hat. Als er gesagt hat, er will Bodybuilder werden, haben die Leute gesagt, das ist ein Blödsinn, was machst du denn damit? Als er gesagt hat, er will nach Amerika gehen, haben die Leute gesagt, das ist ein Blödsinn, was machst du denn in Amerika? Also Filmstar werden wollte, haben ihm die Leute gesagt, ja, mit diesem Akzent kannst du nicht Filmstar werden in Amerika, mit diesem aufgeblähten, muskulösen Körper kannst du nicht Filmstar werden, mit diesem Namen Schwarzenegger kannst du nicht Filmstar werden. Aber er hat seinen Traum verwirklicht, hat seine Träume gelebt und wurde Filmstar, einer der erfolgreichsten Filmstars im Actionbereich. Und dann hat er gesagt, er will Gouverneur von Kalifornien werden, und die Leute haben gesagt, bleib bei deinem Bodybuilding und bleib bei deinen Filmen, aber geh nicht in die Politik. Und er ist angetreten und hat gewonnen und war Gouverneur von Kalifornien. Also in diesen Punkten ist Arnold Schwarzenegger ein Vorbild. Er hat sich nicht verrückt machen lassen von den Neinsagern. Die Mehrheit der Menschen lebt nicht ihre Träume. Viele Menschen sind nicht mal glücklich in ihrem Job, den sie machen. Willst du so ein Leben haben oder willst du deine Träume leben? Ich helfe dir gerne dabei. Melde dich bei mir, ich coache dich. Schreib mir eine E-Mail, wir können in Kontakt treten über Skype und Telefon. Ich coache dich ein paar Wochen, damit dir klar wird, was deine Träume sind und wie du sie verwirklichen kannst. Melde dich. Ciao.